Avengers, gut. Hier ist jemand, der mit Ihnen reden will. Einige von Ihnen kennen Kate Bishop, vormals Hawkeye. Ja, wir kennen uns. Übrigens, wer mich Katie nennt, kriegt einen Pfeil ins Auge. Tony, hey. Oh nein, wenn ich nicht Katie sagen darf, darfst du nicht Tony sagen. Die alten Spitznamen also? Stahlhose? Auch nicht. Eimerkopf? Nein, Blechtitan? das gefällt mir ganz gut. Aber dann macht's keinen Spaß. Arbeitest du jetzt für S.H.I.E.L.D.? Das ist kompliziert. Wo ist Clint? Das ist auch kompliziert. Agent Barton wurde vor ein paar Jahren von AIM festgesetzt. Seitdem kein Wort von ihm. Clint und ich haben ermittelt, was mit Director Fury passiert ist nach dem A-Day. Irgendwas stimmte nicht an der Geschichte, die AIM erzählt hat. Wir kamen zu nah ran, stolperten über dieses Tachyon-Projekt und dann war Clint auch weg. Das hängt alles zusammen. Die Tachyon-Störung, Clint, Fury. Wer der Sache zu nahe kommt, verschwindet. Aber wir wissen, dass eine Person im Zentrum steht. Dr. Lyle Getz. Wenn wir ihn dazu kriegen, dass er auspackt, können wir reingehen und das Projekt stilllegen. Und du denkst, wir können ihn überzeugen? Überzeugen, ihn seine Lebensentscheidung überdenken lassen, mal sehen, wie es läuft. Einfach, gefällt mir. Bereit, wenn du's bist, Zinnmann. Hey Kate, wart mal kurz. Ja, was gibt's? Wollen wir nicht darüber reden? Wir dachten, du wärst tot. Niemand hat von dir gehört. Ich habe am Anfang versucht, dich zu kontaktieren. Nichts. Erwartest du, dass ich nach 5 Jahren immer noch anrufe? Ich weiß, ihr hattet sicher eure Gründe, aber du hast klargemacht, wir sind auf uns allein gestellt. Ich dachte, das wäre sicherer. Für euch. Alle, die am A-Day dabei waren, waren Gift. Ein Ziel. Aber jetzt ist es anders. Falls du zurückkommen willst. Mal sehen. Hey, ich habe im Harmraum eine Kleinigkeit für dich eingerichtet. Soll das heißen, ich brauche Übung? Denn es hört sich so an, als würdest du das sagen. Nein, nein. Ich sage, falls du üben willst oder etwas Dampf ablassen, Ausdauertraining machen. Du weißt, dass ich dich nur verarsche, oder? Ja. Ist es komisch, dass ich's nicht gemerkt habe? Nein, sag nichts. Es ist komisch. Ich weiß, dass es komisch ist. Du bist komisch, Tony. Und damit willkommen zurück zu Marvel's Avengers. Ja, ich war auch überrascht, als plötzlich das Spiel noch gestartet haben und plötzlich ging es mit einer Cutscene los. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, aber egal. Kate Bishop ist jetzt für Einsatz verfügbar und kann im Heldenkader gewählt werden. Alles klar. Ja, das mit Clint, also sprich Clint Barton, also Hawkeye, macht insofern ja auch Sinn, da wir ihn ja im dritten Teil der Kampagne ja spielen werden. Oder er zum Team stoßen wird, sagen wir es mal so. Und ja, ich meine, jetzt so langsam fügt sich alles ein bisschen zusammen, wenn man uns mal so überlegt. Wir haben jetzt von Kate die Erklärung bekommen, wieso sie nicht irgendwie vorher schon zu den Avengers wieder Kontakt aufgenommen hat und so. Weil Tony halt damals vor 5 Jahren gesagt hat, verpisst euch. Oder Team ist aufgelöst, verschwindet, irgendwie sowas in der Art. Deswegen denke ich auch das mit Clint. Ich meine, klar, wir haben weder sie, also weder Kate noch Clint damals im A-Day selber gesehen. Aber es ist ein anderes Thema, dort haben wir halt nur den Kern der Avengers gesehen. Und, beziehungsweise einfach diejenigen, die halt gerade da waren. Es ist nicht immer so, sobald eine Convention stattfindet, dass jeder Held da ist. Ist ja auch so. Und ja, ich bin natürlich gespannt. Wir wissen ja auch noch, also zumindest für die PlayStation-User wissen wir, dass ja noch Spider-Man kommen wird. Aber wir wissen ja auch von Captain Marvel. Und es ist halt irgendwie die Frage, dass irgendwie dann irgendwie so Kampagne Teil 4, Teil 5, also künftige DLCs sein werden. Wir können gespannt sein. So. Klinge, schwere Inspiration. Aha. Gut, also wenn es mit Kate unterwegs, das ist soweit ja eigentlich auch nicht schlecht. Die Frage, die sich für mich jetzt hier stellt, ist hier mit diesen ganzen Übungen, oder was wir jetzt hier, okay, wir haben sowieso nur offenbar eine einzige Map zur Auswahl. Gut, wir können einfach überall scrollen, okay. Das wird dann wohl, ja, die Hauptmission sein, wenn man so will. Held wechseln kann ich auch ganz problemlos, ist doch schön. Ostküste mal, Helicarrier.
Ja, ein bisschen üben mit Kay kann ich schauen, weil eben, also ich muss ja vor allem mit ihr üben, ne? So ist ja eigentlich so. Armtraining, okay. Wie sieht es denn hier oben aus? Herausforderung, virtuelles Training, ja gut. Ist nur Training, da muss ich jetzt Kates Waffen noch nicht wirklich upgraden und so. Mal gucken, auf welchem Level es überhaupt daherkommt, das ist auch so ein Thema. Halte L2 und verschießen mit R3, einen Kombi bilden. Hä? Das waren die Kombos, okay. Natürlich hat sie Endlospfeile. Wie können es anders sein? Angriffe parieren. Halte Ausschau nach gelben und blauen Indikatoren. Okay, die gelben sehe ich jetzt da auf dem Beispiel, aber wo sind die blauen? Drücke unser Countering. Führst du parieren aus. Okay, okay. Die roten können nicht abgewehrt werden. Gut. Sag mal, hat sie das Schwert von Sephiroth oder was ist los? Wie lang das Teil wurde? Energetisch höheren Status zu erreichen. Okay. Ja, und dann? Während Überladen aktiv ist, ja, und wie aktiviere ich das Ganze? Offenbar nicht so. Ah, jetzt. Dauert bei ihr aber verdammt lang, bis man aktiviert. Hier bin ich, hier bin ich. Wie gesagt, dauert lange. So, Teleportbewegung. Springen Miragenschirme mit Teleportfähigkeiten vor, indem sie kurz ineinander einsetzt. Alter! Also R2 halten, X drücken mit Blinzelsprung nach oben zu teleportieren. Oder halt R2 und drücke, um in eine bestimmte Richtung zu teleportieren. Alter. Hey, mach hier. So. Ich musste echt erst springen, damit das funktioniert, sonst ging es nicht. Interessant. Ernsthaft ein Köder.
Okay, ich glaube, mit ihr zu spielen könnte Spaß machen. Oh, okay. Nennen sie jetzt nur noch Warp Katie. Quantenturbo. Okay. Servus, Freunde! Ah, schade. Haben jetzt so einen Effekt drauf wie bei Legend of Zelda Breath of the Wild. So, für alles mal ein bisschen Gefühl bekommen. So, ein bisschen schwingen, schwingen, schwingen. Schwingen, Baby. Schwing das Säbel. Aber eigentlich rechts gedrückt. So. So. Dem ist halt das scheiß Ding nicht aktiv. Kuckuck. So, jetzt aber. Quantenturbo. Turbo stark. Fähigkeiten-Test. Benutzt Parieren, Teleportieren, Köder und Dinge. Alles klar. Ja, nun? Oh. Ich kann sagen, wo ist denn der überhaupt? Ja, versucht's doch, versucht's doch! Sag mal. Aua! Voll in die Fresse. Vielleicht hat sowas. Ja.
Hä? Du willst richtig Stress haben, wa? Eigentlich ein cooler Style, muss ich zugeben. Aber ich muss ihn noch ein bisschen üben. Aber kommt schon. Hat ein bisschen was von Black Widow. Aber mit ein bisschen mehr Schießen auf Fokus. Ja, Charaktermenü wäre natürlich schwierig, weil ich für sie natürlich noch gar nichts habe, auch vom Level her und so. Da wäre natürlich sehr, sehr lustig bei ihr. Ich frage mich, ob ich schon irgendetwas für sie kaufen kann, dann natürlich upgraden kann und so. Das überhaupt schon Sinn macht, wie ich am besten, schnellst natürlich mit ihr upgraden kann. Also, sprich natürlich leveln kann. Hawkingbird. Ja, ja. Hey, komm, wir lassen es mal noch so, wie es gerade ist aktuell. Das passt schon. Hä? Ah, jetzt. Hm. Welche Mission eigentlich? Okay, die Überwachungsaufnahmen zeigen unser Ziel, wie er um 5 Uhr morgens die Anlage betritt. Er ist nicht rausgekommen, müsste also noch drin sein. Haben wir weitere Infos über den Typen? Oh ja, Dr. Lyle Getz, spezialisiert auf Robotik, Partikelphysik und anderen Nerdkram, ist schon lange bei AIM. Und ein echter Widerling. Freut mich, dass der Teil meines Berichts drin geblieben ist. Als ich undercover war, hat er was streng Geheimes angefangen. Ich habe nie die Freigabe erhalten, um mehr rauszufinden. Wir könnten seine Socken durchwühlen, wenn wir schon mal da sind. Haha, das habe ich vor. Okay, holen wir uns Getz. Zuerst müssen wir an der Security vorbei. Mit Schleichen wird das nicht funktionieren. Das Gebiet ist abgedeckt. Es wird zum Kampf kommen. Bist du dazu bereit, Kate? Ich habe nicht die letzten 5 Jahre nur Luftgitarre gespielt, Kumpel. Mir nach. Luftgitarre. Ja, ja, gerade auch noch. Okay, suchen wir erhöhtes Gelände. Vielleicht sehen wir von dort aus die Festung. Ich orte einen Gefangenenkonvoi voraus. Gefangene? Die wollen bestimmt zur Festungsanlage. Nicht mehr lang. Wenn AIM neue Freunde will, müssen sie sich nur genauso linkisch verhalten wie der Rest von uns. Theoretisch ist das natürlich korrekt. Direkt voraus. Das klingt nach einer Zielübung. Wenn wir ein paar Sounds, kann das sein? Warte mal. Okay, suchen wir erhöhtes Gelände. Vielleicht sehen wir von dort aus die Festung. Ich orte einen Gefangenenkonvoi voraus. Gefangene? Die wollen bestimmt zur Festungsanlage. AIM-Patrouille direkt voraus. Das klingt nach einer Zielübung. AIM-Patrouille direkt voraus. Ja, jetzt haben wir die Sounds. Das klingt nach einer Zielübung. Nicht mehr lang. Wenn AIM neue Freunde will, müssen sie sich nur genauso linkisch verhalten wie der Rest von uns. Wir haben die Hälfte unserer Einheit verloren. Was, jetzt schon? Tja, weiß nicht so richtig. Irgendwie habe ich zwar noch Sound, deswegen wieder nicht mehr. Aber kurz erwähnt, dass ich gerade wieder, bevor ich das Spiel gestartet habe, beziehungsweise Folge gestartet habe, gab es dann ein Update.
Hat ein bisschen was von Ronin. Der im Prinzip ein Alias von Hawkeye ist, beziehungsweise ein anderer Hawkeye, wenn man so will. Na komm ey. Ein alter Ego kann man eigentlich eher sagen. Eine AIM-Patrouille, jetzt außer Dienst. Jo. Schlecht war es ja soweit schon mal nicht. Warte mal, da vorne haben wir etwas. Okay. Ja, okay, muss natürlich dringend gelevelt werden. Ist klar, Alter, wo kommst du plötzlich her? Abgeschirmt. Ist ja ganz fies. Also, schon tot. Oh. Ist der jetzt schon wieder? Ah, ne, so wie im Krieg hier. Ich weiß nicht, ich hab zwar irgendwie Sound, aber irgendwie auch keinen. Das irritiert mich ein bisschen. So mag ich das. Sieg, Sieg, Sieg. So. Wir den mal aktiviert. Was? Aha. Ich hatte gerade der andere müsste auch noch grün werden, aber nee, waren bloß 2. Warp-File. Dankeschön. Gibt's was für Katie? Fallspitzen. Ja, ich muss bei Katie alles nehmen, was ich kriegen kann. Jetzt hier noch nichts drin. Haben wir da schon ein bisschen was Besseres war. Naja. Glücksbringer, okay, auch nicht schlecht. Ja gut, Freunde, wollen wir sagen, das war's wieder mal fürs Erste. Nächste Folge gucken wir mal, was wir hier weitermachen können. Schade, dass er nicht damit fahren kann. So. Schicht im Schacht. Schön. Ich war sowieso in Angriffslaune. Darüber müssten wir eigentlich. Da gibt es auch noch etwas. Ich glaube, ich gehe erstmal in die Richtung. Und dann begeben wir uns nachher weiter dahin, wa? Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Marvel's Avengers mit Kate Bishop, die gerade ein bisschen wütend reinguckt. Ich glaube, sie ist ein bisschen sauer. Bis dahin, bye bye.